Hallo GVC Zürich Oberland. Höre ich euch die auch? Sagt mal etwas, inklusive Tessin. Joni, danke vielmals für die Einladung. Und Elias, ich weiss nicht, ihr habt euch da auf ein Risiko einlassen. Aber ich glaube, es kommt gut, weil schlussendlich Gott eigentlich zu uns reden will. Durch meine unperfekten Worte heute Morgen und durch Singen auch, Begegnungen nachher, auch euch die Hause. Ich hoffe, ich löse etwas aus, manchmal auch ein bisschen unbequeme Sachen und dann geht plötzlich irgendwie die Post ab in meinem Herzen, so erlebe ich es. Wenn es einfach eine schöne Predigt ist, aha, ist schön gewesen. Aber wenn es etwas auslöst und nachher Frucht generieren, etwas generieren, einen Effekt in unserem Zürich Oberland, inklusive Schweiz, hey, und noch weiter, weltweit, wir sind alle so connected, dann bin ich froh. Mein Name ist Mario Mosimann. Ich bin unterwegs mit GVC, hätte ich fast gesagt, AVC, da fast ähnlich, Aktion verfolgte Christen Notlind. Da bin ich gerade im ältest bewohnten Stadt, UNESCO-Schutzerbe auf der Welt, über 5'500 Jahre wohnen dort schon Menschen in Erbil, im Nordirak. Bin unterwegs, ich bin ursprünglich gelernter Koch und Kellner, Hotelfachschule gemacht, 27 Jahre geheiratet, heute habe ich Geburtstag. Ja, man sagt es einfach. Und mein Zwillingsbruder hat auch Geburtstag. Nein, auf jeden Fall bin ich so ein bisschen eben im Gastgeber Karriere gemacht, habe nachher geholfen, das ICF Zürich mit aufbauen, 8 Jahre Laienpastor Fulltime gewesen. Und dann bin ich in Tessin gegangen. Hey, gell, Tessin, es hat glaube 2, 3 von euch im Tessin, der schönste Platz von der Schweiz. 13 Jahre dort gewesen. Ich habe ein paar Gesichter, die ich heute kenne, getroffen. Super, dass ihr da seid. Wir leben in einer unheimlich spannenden Zeit. Du kannst eins weiterklicken. Die Jungs da zum Beispiel im Nordirak, mega offene Leute. Die Leute suchen Orientierung. Die Leute haben Hunger nach Leben, haben Hunger nach mehr. Und manchmal gehen wir ein bisschen in ihr Glauben, dass es nicht so ist. Es ist wirklich so. Und gerade in dieser Corona-Zeit, wo eigentlich nicht die Intensivstationen befüllt sind, sondern die psychiatrischen Kliniken, haben wir letztens mit jemandem geredet, 3 Monate Wartezeit in der Schweiz. Und wir haben die Antwort auf das. Die Antwort ist die Beziehung mit dem Gott, der wirklich das ausfüllt, wo nicht einmal der Ehepartner und nicht einmal irgendjemand anderes schafft. Das schafft wirklich nur Gott, der Schöpfer, wie es im Geschöpf ausfüllen kann. Und das erlebe ich jetzt, seit ich 19 bin, haben wir jemand eine Bibel geschenkt, in der Disco, im Blackout, dort mal im Flughafen aus, eine hübsche Frau aus dem Bernbiet. Und ich natürlich die voll begeistert genommen, die Bibel, mehr wegen ihr als wegen der Bibel. Und angefangen zu lesen in der Bibel. Und nach einem Jahr habe ich plötzlich, ich kann euch das nicht richtig erklären, am 21. Februar 1987, am Morgen um 1:30, tack, ist der 20er runtergefallen und ich habe plötzlich gecheckt, dass mit dem Jesus ist alles wahr. Gott ist wirklich Mensch geworden und die Bibel ist wirklich wahr. Die Bibel ist wirklich wahr. Und das hat bei mir etwas ausgelöst. Ich hatte so ein langweiliges Leben gehabt. Ich habe Zeug zusammengeklaut auf allen Kontinenten, in der Ferien gewesen, schon sehr jung, mit 14 allein in die Philippinen in die Ferien. Also wirklich, ich habe das Abenteuer gesucht und ich habe es nicht richtig gefunden. Plötzlich habe ich gecheckt, hey, wenn das alles wahr ist, was in der Bibel steht, dann kannst du Herr der Ringe rauchen und Star Wars auch noch. Dann ist es wirklich, gibt es plötzlich Wunder, dann gibt es plötzlich Teufel und dann gibt es plötzlich, verstehst du?
Gebetserhörung und da kann ich Impact haben und dann macht plötzlich mein Leben Sinn. Wenn tatsächlich der Gott, den wir haben, mit sich reden lässt, dann macht Gebet plötzlich Sinn. Wenn wir Buße tun können, kann Gott auch Buße tun. Er kann sich gereuen dem Unheil, das er angekündigt hat. Weil ein Prophet einmal aufgestanden ist und die Leute Buße da haben. Und das ist unser Gott, der mit sich reden lässt. Nicht Inshallah und nachher müssen alle sich beugen vor ihm. Das müssen sich sowieso die Leute. Aber unser Gott ist so demütig. Ich bin schon am Predigen, aber ich wollte einfach sagen, wir haben einfach ein wunderbares Leben mit dem Jesus. Und das hat mein Leben völlig verändert. Und darum stehe ich heute Morgen da. Allein wegen dem, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Also AVC, Weltkarte. AVC ist über 60 verschiedene Länder tätig auf dem Globus. Wir haben ganz wenig Schweizer, die sind viel zu teuer. Sie brauchen Krankenkassen, Heimaturlaub, mit Pensionskassen und so weiter. Und die sind viel zu teuer. Darum tun wir vor allem eigentlich durch die lokalen Leute, die die Sprache schon können, die mit ganz einfachen Mitteln alles geben für den Jesus. Und seit diesen 3 Jahren, als ich jetzt unterwegs bin, der AVC, hat es nochmal mein theologisches Hirn, oder wie soll man sagen, nochmal korrigiert. Oder? Ich stehe in Syrien an dieser Grenze, rede mit einem Menschen, der Christ geworden ist, einem Moslem, mit seinen 3 Frauen. Ich kann jetzt plötzlich 2 wegschicken. Also es ist plötzlich einfach... Und die Leute, die einfach alles geben für 120 Franken im Monat, rennen die, nehmen den Weltkarton unter den Arm und gehen auf Kasachstan in die Mission. Oder? Und das bewegt mich einfach. Das lässt mich nicht mehr in Ruhe. Ich kann schon noch schlafen, aber es lässt mich nicht mehr in Ruhe. Und ich bin wie so begeistert von dem, was Gott Welt macht. Ich bin jetzt vor 2,5 Monaten gerade in Sibirien gewesen, bring mal den Karren. Wir sind 3000 Kilometer auf tiefgefrorenen Flüssen unterwegs gewesen. Es war 52 minus in der Nacht. Ich musste draussen aus dem Häuschen aufs Häuschen gehen, Bretterhäuschen, 52 minus. Jesus, hilf mir, Toilette machen. Ich glaube, das war die schlimmste Toilette in meinem ganzen Leben. Kannst du dir vorstellen, die Herrlichkeit früher geht ab. 52 minus. Hat zum Glück keine Insekten gehabt, aber verstehst du, was ich meine? Oh Mann, der Kollege ist vorausgesäckelt mit einer heißen Tasse Tee. Raus, ich hinten dran mit der Kamera, rührt die Luft und es schneit gerade. Also so kalt und die Leute so offen mit dem Monster unterwegs gewesen. Und mein Kollege Andreas Primada, mein Freund da, genau, Andreas, hat vor 25 Jahren die Arbeit angefangen in Sibirien. Wir haben 230 Kirchen gegründet, 110 Rehabilitationszentren. Es gehen 800 Menschen pro Jahr durch die Zentren durch. Es werden Ruinen zu Säulen. Wir sind von diesen 12 Jungs in unserem Team, sind 8 Jungs schwerst drogenabhängig und kriminell gewesen, haben sogar Leute gekillt. Sind im Gefängnis und so weiter. Und kommen die einen Stürchler in eine Kirche rein, wird ein Christ, geht ein Jahr durch die Reha, Bibelschule und heute leitet er 81 Kirchen. Hat Frau und Kind. Also wirklich Abschaum, Ruinen, fällt sich Jesus aus in Sibirien. Allein letztes Jahr, sorry, bist nachher einmal getauft, so wieder getauft. Hast du eine Maske noch? Darum legen wir Masken in den vorderen Rängen. Nein. Aber allein letztes Jahr nach dem russischen Lockdown 1,5 Millionen Neue Testamente verteilt. Halleluja. Die Leute sind wirklich so offen. Und sogar Moskau hat uns Zertifikat gegeben, wir sollen in die Häuser haben uns Adressen geben, wir sollen denen den Abfall raustragen und posten. Da haben wir natürlich immer eine Bibel gebracht. Und wirklich die über 300 freiwilligen Mitarbeiter AVC sind so von Moskau bis Vladivostok sind wir in die Adressen gegangen und musst dir mal vorstellen, ich weiss, nur 30'000 Bibeln sind schon nur die Wand voll Garten, oder? Das kann man wirklich krass, die Jungs dort. Und Andreas, mein Kollege, der ist unterwegs zu Völkern, wo nicht ihre Sprache nicht mal in Wikipedia steht. Hinter dem Polarkreis. Ich bin ja nur 3000 Kilometer mit ihm gefahren. Auf dem grössten See der Welt gestanden. Ich bin fast ausgeflippt. Der Baikalsee hat mehr Wasser als alle Seen Nordamerikas zusammen. 2000 Meter tief und 600 Kilometer lang und 80 Kilometer breit und 2,5 Meter dickes Eis und die Lastwagen fahren drüber, oder?
Und ich so, oder? Und Andreas geht zu diesen Völkern, die den Namen von Jesus Christus zum Teil noch nie gehört haben. Vor 2 Jahren hat sich der Erste unter den Toffen an der mongolischen Grenze entschieden für Jesus. Und ich habe gesagt, Andreas, wie machst du das? Er hat einen schweren Unfall gehabt, ist tot gewesen, 5 Stunden zurückgekommen, ärztlich bestätigt. Übrigens, die DVD kann ich euch schenken, wenn ihr es nicht glaubt. Es gibt tatsächlich Leute, die sind ganz tot. Sie ist im Leichenhaus unten gelegen, 5 Stunden, im Frigor. Tot! Könnt ihr mitnehmen, ist draussen gratis auf dem Infoboard. Und kommt zurück. Du. Und heute ist er nur noch mit einer, ich habe vor ein paar Monaten mit einem Chirurg angeschaut, nur noch mit einer Lunge, kein Milz, kein Dünndarm. Der Mann aus dem 12-Fingerdarm bastelt, geht Tausende, 14'000 Kilometer den Winter gefahren zu diesen Völkern, in die Dörfer rein, und sie fragen, warum kommen die mit so einem Monster? Die haben noch Telegramm, die haben nicht mal Internet, kein Telefon, die einen haben nur noch immer noch Telegramm. Und er sagt, Gott liebt euch. Ja, wie und so. Ich bin dort vorbeigefahren, Opferstellen vorbeigefahren, wo sie Ross unter den Buratten, Ross opfern, Schäfe opfern, dass die Geister zufrieden sind mit ihnen. Das ist so krass. Gut, ich rede nicht über Sibirien, aber einfach, könnt ihr mal mitkommen, wo sind Männer? Stehen auf, Männer! Gehen mit dem Andreas mal auf Nordostsibirien. Könnt ihr euch anmelden über AVC. Nächstes Bild. Ich wollte euch einfach hineinnehmen, kurz eine Einleitung, das ist jetzt eine längere Einleitung, und nachher habe ich ein Thema und etwas über Syrien erzählen. Also China allein, 30'000 Menschen entscheiden sich für Jesus Christus jeden Tag. Jeden Tag. Hey Himmel, hey, ich sag dir, im Himmel, alle die Völker, Chinatown hinten links. Das Christentum ist geil, nicht weiss. Chinesen, und mit denen zusammen, ich war ein paar Mal schon in China, was abgeht, jetzt noch mehr durch den Druck, die Kirchen, die abgeräumt werden, dann machen sie es halt so. Kirche ist ja nicht das Gebäude. Kirche bist du, wenn du zusammenkommst mit den Gläubigen und nicht nur über Zoom. Du zusammenkommst und euch ermutigen, komm wieder mal. Es gibt Christen, die sind schon über Lockdown-Zeit letztes Jahr aus nicht mit der Kirche gewesen. Ist so schade. Und ich merke einfach, unter den verfolgten Christen, die gehen Gefahren ein, um zusammen zu sein. Gefahren ein, um zusammen zu sein. Ist das nötig? Kannst du über Zoom? Und das ist so ein Power, wenn wir zusammenkommen und beten, zusammenkommen und einander auch ermutigen, auch ermahnen. Und euch ermutigen, nicht nur Zoom-Christentum. Okay, dann auch in Iran, das Bild vom Iran mitgenommen. Wir arbeiten sehr stark im Untergrund auch im Iran. Das ist eine statistische Zahl vom Dr. Thomas Schirmacher, der für die verfolgten Christen am Deutschen Bundestag redet. In den letzten 10 Jahren, der Durchschnitt pro Monat, 5'000 Iraner entscheiden sich für Jesus Christus jeden Monat. Dürfen Halleluja flüstern. Das Reich Gottes. Hey, musst du dir mal vorstellen, gut, es sind 91 Millionen, glaube ich, Iraner, aber musst du dir mal vorstellen, 5'000 Schweizer entscheiden sich pro Monat. Das wäre... Und das sind zum Teil 2-, 3-jährige Christen, die ganze Untergrundkirchen leiten. Und ich bin so ermutigt, trotz dem Scharia-Land, trotz dem Verbot, Konvertierungsverbot, auf Todesstrafe noch. Und das passiert weltweit. Oder jetzt bin ich gerade letzte Woche vom Südsudan zurück. Die Kirche zum Beispiel, die hat sich verdreifacht in den letzten 2,5 Jahren. Ja. Und ich war in einem Dorf im Sudan. Islamisches Dorf. Alle wollen Christen werden. Das ist kein Witz. Die haben die Nase gestrichen voll von diesen Afro-Arabern, die die Dörfer bombardiert und abgeschlachtet haben. Das kann es nicht sein. Erzähl mir von deinem Jesus. Ich habe so etwas, glaube ich, nur so vom Hörensagen gehört. Aber liebe Leute, es ist wirklich so. Gott braucht Situationen, Krieg, Hungersnöte, alles diese komischen Situationen, nicht nur Heiliger Geist, bumm, wo runtertätscht, sondern es ist immer auch ein soziales Problem, das die Leute zum Aufwachen bewegt. Und je nach Geschichte vom Erfolg, je nach Geschichte, wo du da reinhockst, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber Individualisten, es gibt auch noch Volksgruppen. Gott hat einen Plan für die Volksgruppe und eine Zeit von seinem Besuch. Und mich hat er besucht mit 19. Und wenn ich vielleicht geschieden bin und mein Leben versucht habe zu leben und es wäre kaputt gegangen und mit 30 besucht er die wieder.
Und wenn ich dann 65 bin und sage, hey, was läuft nach dem Tod? Besucht er dich wieder? Es gibt so heilige Psyche Gottes in deinem Leben, aber es gibt auch die Psyche Gottes in einer Biografie von der ethnologischen Gruppe. Und wir als AWC sind an gewissen Brennpunkten, wo ich sage, hey, es ist niemand anders in den Nuba Mountains. Ich komme gerade von dort zurück. Es ist nur der Pastor B dort. Und es sind 2 Millionen Leute in den Nuba Mountains. Natürlich ist es unmöglich, weil es Sperrgebiet ist. Aber wir sind reingegangen und es ist einfach gewaltig. Es war manchmal auch ein bisschen gefährlich. Einmal ist einer von uns losgekommen mit den Handgranaten und dem Sturmgewehr. Da haben sie mich gepackt und 70 Meter auf die Seite gezerrt, weil der wirklich gesponnen hat. Es kann schon auch gefährlich sein. Aber jetzt sind die Leute offen. Und dort ist der Paulus angegangen und er ist gesteinigt worden und er ist wieder in die Stadt gelaufen. Und solche Christen sollen uns wirklich brutal Mut machen. Dass wir wirklich immer wieder auf Wetzig hinlaufen. Wo sind wir? Genau. Also wir leben, nächstes Bild. Also er zum Beispiel, er ist seit 3 Jahren Christ, 4 Kirchen gegründet, oder? Und die geben alles, sie gehen 2 Jahre lang in einem Volksstamm, allein, müssen die Sprache noch lernen, müssen selber ihr Gemüse abpflanzen, wir haben nur Geld, um ihren Transport zu zahlen. Sind 2 Jahre allein dort. Und wenn sie eine Kirche zwischen 20 bis 30 Leute gründen, dann können sie zurück an die Fortsetzung von der Bibelausbildung machen. Und die Leute sind mir so, ich habe mit denen gebrüllt und tanzt und gefastet und gegessen und also immer das Gleiche gegessen, einfach so ein bisschen Polenta mit Bohnen und that's it, zum Morgen, zum Nacht und zum Mittag, oder? Das sind wirklich, ich habe mich so gesagt, hey, das, und die haben geschrauen und brüllt für die Schweizer Christen. Wir haben Gebetsnacht gemacht. Übrigens Gebetsnacht, ich habe jetzt noch wieder eine Gebetsnacht in Rohrbas Ende Mai. Und die ganze Nacht, vom 8 Uhr morgen Abend bis um 6 Uhr morgen durchbeten. Kommen wir mal im Gebetshaus Uster, sind wir Ende Jahr. Kommen wir mal an eine Gebetsnacht. Vielleicht hast du noch nie eine ganze Nacht durchgebetet, aber vielleicht wäre es mal ein Versuch wert. Plötzlich merkst du, aha, das geht ja. Übrigens, der Infoboard draussen gibt es noch Bücher, das ist ein alter Schlager. Das setzt das Feuer wieder in deinem Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen. Schreib dich hin, der Report als 2 Monate kommt der raus hin. Kannst es eintragen, gratis kommst du es über, was Gott weltweit tut durch AVC und Schwieriges, aber auch Wunder. Und coole T-Shirts, da hast du zum Beispiel das verbotene, illegales T-Shirt posten in der Kirche. Du kannst etwas Illegales posten, weil das Kreuz ist über 50 Länder illegal, das Symbol vom Kreuz. Du kannst etwas Verbotenes posten. Oh, und das ist mein Lieblingsding. Hey, alle Biker unter uns, alle Biker, ich organisiere einen Benefit-Bike-Tag von AVC, kannst für Jesus gehen, biken, für Bibeln, für kriminelle Gefangene im Ostblock-Gefängnis und für Geissen für Syrien. Da sammeln wir Geld pro Kilometer. Komm, go biken. Genau. Gut. Also wir leben in unheimlich spannenden Zeiten. Am 29. Dezember haben es 5 nigerianische Brüder vor laufender Kamera umgebracht. Boko Haram, jetzt Ende Dezember. Und die Schlagzeilen haben wir vielleicht auch selber, vor laufender Kamera. Und Jesus hat gesagt, den Vers kannst du einblenden, so sieht Jesus dann Zeit. Das ist seine Prognose, seine Weltanschauung. Ich will euch nicht zu fest durcheinander bringen, aber ich bin froh, dass Jesus ehrlich ist mit uns. Er sagt, denn dann werden sie euch an Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten und alle Nationen, Schweiz inklusive, Nationen euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und falsche Propheten und so weiter. Und spam da zu dem Vers, Weltanschauung von Jesus, ist der nächste Vers. Aber, habe ich rot markiert, aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende in alle ethnologischen Gruppen. Und liebe Leute, wir sind so in dieser spannenden Zeit drin. Wer kennt die App 5 Fish? 5 Fish, ich möchte das downloaden. 5 Fish. Da drückst du auf alle Sprachen. Come on. Das Evangelium von Jesus Christus, also nicht die ganze Bibel oder das Neue Testament, sondern die Geschichte vom Evangelium, von Adam und Eva, Abraham, Noah, Abraham, Moses und so weiter. Tod und Auferstehung von Jesus, die Wiederkunft von Jesus, die Defekt-Geschichte. In über 6300 plus Sprachen. Come on!
Mit 2 Klick, und wenn es dann langweilig ist, knallst du halt keinen Film rein. Vom Netflix oder weiss ich was. Sondern du schaust die Leute, deinen Kollegen an. Hey Jungs, nehmt euch PC mit. Ich bestelle Pizza. Gehen wir auf unsere Social Media. Wir beten vorher noch Herr für uns. Gehen wir auf unsere Social Media. Und du hängst mit Google Translation, du hängst an einem Araber in Mekka, wo du selber also nicht reinkommst als Christ, hängst in einen Jesus-Film auf Arabisch rein, du hängst ihm, hey, Gott liebt dich und so weiter, Gott ist Vater. Du gehst auf Vietnam, du gehst auf Bhutan, du gehst in Länder, wo du gar noch nie gehört hast, an einem Abend mit deinen Jungs. Du 20, du 5, du 15, erreichst mit Chatten. Und am Schluss vom Abend sagst du, wir haben 60 Leute erreicht. Und dann kommst du Goosebumps über. Merkst plötzlich, wir sind wirklich nur einen Klick weg. Wenn ich in Zoom daheim hocken, im Zoom daheim hocken, zu meinem Gottesdienst kommen, dann hängen wir mal auf Mekka. Und zwar aktiv. Und das sind wir in dieser Lebenszeit. Sind wir. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen schlafen ein bisschen. Und darum bin ich da im Lager und habe ein Ballett, wir tun ja 70 Lastwagen pro Jahr in Ostblock. Und da hat es ein ganzes Ballett von dem Samariter-Ding da gehabt. Kennen ihr das, die Autoprüfung, haben auch schon mal so blasen? Wer hat schon mal müssen? Unser Kollege da beatmen, oder? Und manchmal, wenn wir wirklich beatmen, und da möchte ich jetzt in das Thema hineingehen, mit einem Vers. Aha, zuerst noch schnell, kannst du noch mal schnell die einzelnen durchklicken? Ja, genau. Was kann ich beitragen? Eben, du kannst beten, du kannst selber in den Einsatz gehen, du kannst deine Kohle, musst schnell durchklicken, du kannst deine Kohle einsetzen in die Ewigkeit und du kannst eben auf Social Media aktiv werden für das Anliegen. Das Thema, das ich auf dem Herzen für euch hatte, ist himmlischer Mut. In dieser Situation, wo du am Arbeitsplatz vielleicht allein stehst, oder? Und die Leute sagen, und du bist unter Druck. Oder unsere Freunde in den verfolgten Ländern, in den Ländern, die verfolgt sind. Und da ist mir mein Schirm, mein Gleitschirm in den Sinn gekommen, wenn ich manchmal auf dem Berg bin, bevor ich gumpe, musst du ja die Kalotte füllen mit Luft, oder? Dass du überhaupt das nicht runtergehst, oder? und die Kalotten, die füllen sich nur, wenn du einen Schritt machst. Oder vielleicht hat es auch gerade einen Thermik, da kannst du einfach raufziehen. Aber das passiert erst, wenn du einen Schritt machst. Und das hat zu mir geredet, das ist bei uns genau das Gleiche. Es kommt nicht einfach Mut auf dich runter und dann machst du es. Sondern Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung von dieser Angst. Und man muss wie zuerst ein bisschen aufziehen, man muss ein bisschen zurechtdrücken und dann spürst du die Power vom Heiligen Geist. Oft haben wir das Gefühl, Erweckung, komm. Nein, du machst einen Schritt und es kommt. Es ist nicht einfach zuerst kommt und dann bin ich abgesichert und dann wir Schweizer. Nein, ich weiss, dass wir Weltchampions sind für Versicherungen. Aber es passiert nicht so. Und das ist so ein bisschen der Inhalt. Und ich einfach gerade auch an Jesus denkt. Also der Jesus, wo in Gethsemane betet, oder? Corrie ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und unser Jesus, der war kein Superman. Er war 100% Mensch. Mach aus Jesus keinen Götz. Sicher ist er Gott, der Sohn und Gott. Aber ich habe manchmal in der evangelikalen Szene, dass man Jesus zum Superman macht. Natürlich, er konnte auf Wasser laufen, er war der Sohn Gottes. Aber auf Erde war er der Sohn des Menschen. Genau gleich wie du. Nur, dass er nie gesündigt hat, aber genau gleich wie du. Er hat mit dem Heiligen Geist die Wunder vollbracht. Er hat nicht als Menschensohn die Wunder selber zaubern. Er hat mit dem Heiligen Geist die Wunder vollbracht. Sagt der Pharisäer, wenn ich mit dem Heiligen Geist die Dämonen austreibe, mit welchem Geist treiben die denn sie aus? Also er ist getauft worden mit dem Heiligen Geist. Er ist genau gleich in der Situation wie wir. Und wir glauben das manchmal nicht mehr so ganz. Und er hat genauso Mut gebraucht wie wir. Und das ist der krasseste Entscheid, den ich finde in der ganzen Menschheitsgeschichte. In dem Garten Gethsemane.
Er hat eine unheimliche Entscheidung getroffen. Er hatte so Angst gehabt, dass er Blut geschwitzt hat. Das weiss man von elektrischen Stühlen oder Seemannsnöten. Wenn Leute extrem Angst haben, dann platzen die Schweißkapillare irgendwie und nachher vermischt sich das mit dem Blut und dann schwitzt man Blut. Das gibt es wirklich. Und Jesus hat Blut geschwitzt in dem Garten Gethsemane und hat durchgebetet. Er hat durchgebetet. Er hat nicht ein bisschen angebettelt. Er hat durchgebetet. Er hat gerungen mit lautem Schreien, dem dargebracht, der ihn vom Tode retten kann. Und darum, und nachher heisst es, und ein Engel ist gekommen und stärkte ihn. Er hat durchgebetet. Er hat in der Kelche gegaffert und hat gesehen, was es bedeutet, nackt vielleicht am Kreuz zu hängen. Manchmal tut man es noch entmannen, bevor man es kreuzigt. Der ist zerschmettert, das Hackfleisch war am Kreuz. Er hat genau gewusst, dass wir kommen. Und er hat das gemacht für dich und mich. Und er hat den Mut eigentlich nicht gehabt. Er hat den Mut die Angst müssen überwinden. Weil die Seele von Jesus hat verrückt gespielt. Und das ist, wenn ich nicht ganz fertig bin mit meiner Message, aber das ist eigentlich die Aussage. Dass du mit deinem Geist, weil du bist ein Geistwesen. Du hast eine Seele und lebst in einem Körper, aber du bist ein Geistwesen. Und wiedergeboren durch den Glauben an Jesus. Und dann nimmst du mit deinem Geist deine Seele an die Hand und führst sie. Ich weiß, es ist nicht ganz unser Mainstream. Ich fühle es, darum ist es wahr. No. Es steht im Wort und darum ist es wahr. Und wenn mich etwas anschießt, etwas zu tun, und ich weiß, es ist richtig, und ich tue es trotzdem, dann habe ich geistlich gehandelt und ich wachse im Geist. Und das ist überhaupt nicht, verstehst du? Oh, ja, wir leben in einer Gesellschaft, ich komme zurück vom Südsudan. Hey, was haben wir für ein Problem? Wir können uns das Problem leisten. Wir sind so vom Wohlstandsgesellschaft zu einer Wohlfühlgesellschaft gekommen. Gefühle sind wichtiger als Treue, darum gehen so viele Beziehungen hops. Gefühle sind wichtiger als das Wort Gottes, darum geht unser Glaube, haben wir das Problem. Und da lebt uns der Jesus das Gethsemane vor. Und ich möchte euch einfach, vielleicht bist du jetzt in so einem Gethsemane-Moment. Es gibt die Gethsemane-Momente in unserem Leben. Niemand versteht dich. Niemand versteht dich. Meine Frau, vor ein paar Monaten, habe ich alles versucht zu erklären, von meinem Job etwas, meinem Chef etwas zu erklären. Niemand hat mich wirklich verstanden. Niemand. Und plötzlich, wenn ich am Morgen mir Zeit nehme, im Wald, plötzlich geht ein innerer Film in mir ab. Und ich sehe, was ich alles schon gut gemacht habe und schlecht habe. Und ich sehe in dem innen einen Film. Ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen? Und der Film hat mir Gott gegeben. Das war innerhalb von einer Minute. Die letzten 18 Monate. Ich habe nur noch geweint und geweint. Ich habe plötzlich gecheckt, Gott versteht mich. Ich bin nicht allein. Sein Name ist Emanuel. Und er ändert seinen Namen nicht. Gott ist mit dir. Und er lässt dich nicht allein in deiner Misere. Und es gibt so Gethsemane-Moment. Und dort drin, das hat Jesus auch durchmachen. Vergiss Gethsemane nie in deinem Leben. Vergiss Gabapha, wo er ausgepeitscht worden ist, nie in deinem Leben. Vergiss Golgatha, nie in deinem Leben. Und vor allem vergiss nicht 3 Tage später, oder? Ihr könnt mir alle mal, ihr Todesmacht. Jetzt hole ich das Leben zurück. Und er ist gestorben mit dieser Angst, gestorben mit dieser Scham, gestorben mit deiner Sünde, gestorben mit dem Fluch von deiner Generationen. Ein für alle Mal gestorben. Ist auferstanden und ist in den Himmel geflogen letzten Donnerstag. Und das Coolste kommt noch am Freitagabend, am 21. Freitagabend. Und das ist das, was ich eigentlich heute sagen wollte. Also Jesus ist der treue Zeuge. Nächster Vers, der Vers, Hauptvers von heute, oder nein, der zweite, ja. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Wenn du jetzt sagst, hey Mario, von was redest du? Ich habe mich entschieden für Jesus, aber Heiliger Geist, was ist das genau? Ja, theoretisch weiss ich, was es ist. Aber ich habe den Heiligen Geist noch nie erlebt. Dann be filled with the Holy Ghost. Be gefüllt mit dem Heiligen Geist. Weil das Verstand des Christentums kannst du rauchen in der Verfolgung. Spätestens vor der Leue kannst du es vergessen.
Du musst im Geist leben. Du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Mit der Frucht und den Gaben vom Heiligen Geist. Dass Menschen durch dich zum Glauben finden. Dass Zeichen und Wunder passiert, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sehen, Demonstration, Kraftbeweis von Gott ist mitten unter uns. Ich sehe mich noch mehr nach dem, ich habe schon krasses Zeug schon erleben, für 2 Tote gebetet. Oder anderes Zeug, oder im Südsudan für einen mit einem Fuß, der verkrüppelt war. Und der ist am Anfang rumgehupst und ich bin verschrocken. Ich habe nicht ganz geglaubt. Also, ich habe schon geglaubt, dass Gott heilen kann, versteht ihr? Aber wenn es dann passiert, dann bin ich doch eigentlich verschrocken und dachte, aha, es funktioniert tatsächlich. Also äußerlich kann ich es natürlich nicht zeigen, aber innerlich muss ich ehrlich sagen, too much, überbitten und verstehen gehört Gott uns. Aber der Job ist, die Kalotten aufziehen, macht den Step und bett für einen. Und wenn wir in Usterhof heilsamen Gebetsdienst auf die Straße gehen, von 12 Leuten 8 wollen Gebet und von diesen 8 brüllen 3 bis 4. Das ist Uster, das ist eigentlich Wetzikon. Die Leute sind offen. Nützt nichts, so schadet nicht. Kann ich für dich beten und dann gehst du voll rein, verstehst du? Mit dem Namen von Jesus und betest für die Person und liebst dich zum Thron. Jetzt kommt ein mega krasser Vers, bevor ich noch ein paar Sachen von Syrien erzähle. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Be alive! Wach auf! Christ, stand auf! Das ist eine dramatische Situation, oder? Wach auf im Namen Jesus! Sorry, ist ein bisschen dramatisch, aber ich kann es so wirklich in der Vorbereitung für uns heute sehen. Er will uns erwecken. Er will uns den Heiligen Geist geben. Und das heisst dort im Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch kommen wird. Und meine Zeugen, Martus auf Griechisch, in Jerusalem, in Judäa und Samaria bis das Ende der Welt, Wetzikon inklusiv, kommen Menschen durch dein Leben zum Glauben. Es sind die Zeichen und Wunder, die im Markus Kapitel 16 folgende Zeichen werden denen folgen, die da glauben, sind die in deinem Leben. Bist du getauft mit dem Heiligen Geist? Weißt du, von was das ist? Bist du getauft mit Wasser? Dann weisst du es. Du bist zur Sicherheit gekommen, du weisst es. Hast du dich entschieden für Jesus vorher? Dann weisst du es. Hast du Buß tun? Weißt du, was Buß ist und lebst du in der Buß? Dann weisst du es. Ich weiss, ich bin lang auf den Polizeiposten gegangen und habe bekannt, dass ich den Töpf geklaut habe. Nicht nur in der Seelsorge bekennen. Buß tun ist in Ordnung bringen. Weißt du von dem? Hast du das gemacht? Wenn ja, dann lebe ich dem. Und meine Frage ist, hast du den Heiligen Geist empfangen? Weißt du, was ich meine? Ich meine nicht, dass er reingeschlichen ist, wo du dich für Jesus entschieden hast. Sondern die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn du da ein Fragezeichen hast, komm am 21. Februar. Mai. Von jetzt am Freitag. Gib dem Zeit. Oder sperr dich in deinem Kämmerlein ein. Sperr ihn und sagst, Herr, ich bete die ganze Nacht. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Zeig mir, was der Mario da vorne geschnurrt hat am Sonntag. Sperr dich ein. Streck dich aus. Vater, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und wenn das einer macht, nicht 2 Sekunden, wenn das einer macht mit ganzem Herz und Ringen, dann passiert etwas. Und jeder erlebt es anders. Aber dann passiert etwas. Und ich wollte dich einfach ermutigen, auch wenn du ein theologisches anderes Ding hast. Ich wollte dich ermutigen, die dritte Person. Es gibt Leute, die leben mit einer komischen Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heilige Schrift. Ich wollte dich einfach challengen mit dem. Und jetzt wollte ich noch schnell ein Clip zeigen von Syrien und dann bald die Kurve kratzen. Aber ich könnte stundenlang reden. Einem Südsudan, nach 1,5 Stunden haben sie gesagt, habe ich aufhören und sie sagen, no, weitermachen. Und ich so, genau. Also, in Syrien, unsere tollen Brüder, noch schnell das Clip zeigen und dann noch einen Vers anhängen.
بشتاریا پیکاتی رقا و کوب آشتی دست پێ کرد ئەو ژی پشتی کۆ مەزنتر ڕێخستنەوە تەرۆرێ Geh doch nochmal zurück zum Apostelgeschichte 1,8 bitte, zu dem Vers. Das Wort Zeuge, das mal einblenden, das Wort Zeuge, Martus. Und weißt du, Sterben für Jesus, das ist ein Moment. Das ist auch ein Märtyrer. Aber das Leben in dem, das Leben in dieser Ungerechtigkeit, da musst du nicht ins Gefängnis kommen, da kannst du schon bereits Ungerechtigkeit da erleben. Wie gehst du mit dem um? Und wir sind in einem Manöver, wir sind in einem Training in diesem Leben. Wie gehe ich mit dem um? Und die Message von Billy Graham war für Nichtchristen, be born again, bis wiedergeboren. Kehr um und bis wiedergeboren. Und die Message für Christen ist, vergib, vergib, vergib und vergib nochmal. Und wenn wir mit Jesus leben, der das ausgeschrien hat am Kreuz, dann kann das Wunder passieren, aber für das kannst du das Verstandschristentum ins WC abspülen. Das kannst du nicht mehr machen aus dem. Die Seele ist unfähig für das. Wir müssen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, um das überhaupt leben können. Wir brauchen die Kraft nicht aus uns. Wir brauchen die Kraft zum Vergeben. Die Kraft, den Mut zu haben, um über unseren Gartenhaken, über uns zu überwinden. Den Mut zu haben. Ich bin in Seebach, auch an meinem Geburtstag, unterwegs mit meiner Frau. Wir wollten auf Deutschland posten. Wir wollten posten. Und fahren wir an meinem Geburtstag. Und ich träume schon immer, hey, ich möchte mal für einen beten, der tot ist, der verunglückt oder tot ist. Weil eine Heilung ist immer so eine Sache, ist er jetzt geheilt worden oder nicht, aber wenn einer tot ist, dann und auf jeden Fall fahren wir, ich bin am Steuer, da hat es einen Selbstunfall gehabt, zu Seebach dort am Dings. Weißt du, Ambulanz schon dort, Polizei und eins Tumult und die sind dort am Pumpen gewesen, D4 hängen und machen und tun. Ich will mich aussteigen. Nein, geht's noch mal, wir gehen ins Post, lass doch die, lass mich raus. Da haben wir noch gestritten, sind wir noch Geld abholen, irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten später, nachher wieder dort durch, um auf die Autobahn zu kommen. Die sind immer dort am Rummechen an dieser Person. Oder? Debbie, lass mich raus! Dann hat sie mich rausgelassen, es ist noch etwas geholt, schnell. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Ich stehe auf dieser Strassenseite. Auf der anderen Strassenseite, der Tumult, das Zeug, oder? Jetzt gehst du rüber und betest für den, oder? Ich so, meine Seele, mein Verstand, meine Gefühle, mein Wille, wenn du so willst, hat crazy gespielt. Herr, wie auch? Ich habe in Sprachen gebetet, die für meinen Verstand keinen Sinn machen. Ich habe meinen Verstand in die Ferien geschickt. Und durch das ist der Geist mutiger geworden. Ich kann das auch nicht richtig erklären. Ich habe wie meine Seele ein bisschen in die Ferien geschickt, auf den Pausenplatz, wenn du so willst. Verstehst du, was ich meine? Und durch das, Herr, schenkt der Sanitäter Weisheit und so betet, wie es für meinen Verstand keinen Sinn macht. Und plötzlich, ist wie ein Rahmenschlag, nimmt das Volumen zu, weißt du? Für die Köche unter uns. Auf jeden Fall, plötzlich laufe ich über die Straße, über die Absperrung von der Polizei, laufe neben den Sanitäter, wo der Körper dort ist, und fange an, laut zu beten. Im Namen Jesus, steh auf! Und auch so komisch betet. Und ich dachte, der spinnt, der hat einen Knall, oder? Da kommt der Polizist, hey, gehen Sie weg. Und ich so, wie weit weg muss ich? Und einen Schritt zurück, die Augen zu und einfach weiter betet. Und in dem Moment kommt Debbie, Herzschlag, Adrenalinspritze mit Sauerstoff haben sie dem angehängt. Da ist etwas passiert. Und ich eingestiegen, ich kann nicht mal eine Bibel geben. Ich eingestiegen den ganzen Tag, an meinem Geburtstag, den ganzen Tag gaga gewesen, oder? Und dachte, hey, was ist genau jetzt gelaufen, oder? Und ich weiss ja nicht, verstehen Sie, wie ich jetzt da, oder ich bin mich nicht ins Zentrum tun wegen dem. Es ist Jesus, der da etwas gemacht hat. Aber was für mich die Lektion daraus war,
Wie habe ich kann nicht mit meiner Seele dort rüberlaufen. No go. Das ist der Heilige Geist, der uns eine Überwindungspower gibt, um diesen Schritt zu machen. Aber den Schritt musst du auch machen. Und das ist der himmlische Mut, zum, sage jetzt mal, ein bisschen crazy sein für Jesus, Sachen zu wagen, die vielleicht im Schweizer Verstand nicht so viel Sinn macht. Das Bild von dem, was wir am machen sind in Syrien. Die zwei ehemaligen IS-Städte Raqqa und Kobane. Bevor das Gebäude gestanden ist, Kirchen und Jungenschaftsgebäude, haben wir ein Taufbecken schon gehabt. Wir haben in den letzten 3 Jahren über 400 Moslems getauft. Kurden, die wirklich die Nase gestrichen voll haben von der Religion. Und die sehen, wer hilft wirklich in Syrien. Das sind christliche Hilfswerke. Das sind keine buddhistischen Hilfswerke, keine hinduistischen Hilfswerke, keine islamischen Hilfswerke. Das sind Christen, die sagen, das geht nicht, wir müssen denen helfen. Und unsere Leute sind reingeschlichen während der IS-Besetzung mit Medikamenten, Babyfood und Bibeln. Und die sagen, der spinnt ihr eigentlich. Während die IS-Besetzung. Und unsere Leute haben gesagt, hey, ich brauche das ewige Leben. Ja, aber ihr könnt ja. Ja, aber wir haben es. Wir sind keine Dschihadisten. Wir glauben an die Liebe von Gott. Und darum sind es so viele Leute, so viel der Dings, bring mal das Dokument. Das hast du auch drauf irgendwo. In der vorletzten Ostern hat der Bürgermeister von Kobane gesagt, Ostern ist ein offizieller Viertag, er ist ein Moslem. Er hat gesagt, ich müsst eine Kirche bauen, mit einem grossen Kirchenturm unter einem Kreuz und einer Glocke. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht unbedingt. Mal, dass die Türken von der anderen Seite sehen, es gibt wieder Christen in Kobane. Vor 120 Jahren haben wir die letzten Christen aus der Stadt gekippt. Und das ist der Segen von der Gott von der Christen aus unserer Stadt. Wir wollen den Gott von der Christen wieder bei uns. Und während der Besetzung ist der Bub da, unser Küchenburst, verwünscht worden mit einer Bibel in den Finger. Und dann hat er aus einem Versteck am Vater noch anrufen und gesagt, Jesus ist das Größte für mich. Und dann haben sie ihn verwünscht und haben ihm die Hände und den Kopf abgehackt. An dem Küchenburst, den wir vorher gesehen haben. Die gehen einfach, können nicht anders und bleiben ein Christ und stehen ein für das. Was ihr vorhin im Video gesehen habt, ist ausgestrahlt worden. Über 20 Millionen Kurden haben das gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Kurden ist das grösste Volk auf diesem Planeten ohne Land. 45 Millionen Kurden, verschiedene Sprachen. Und die kleben am Fernsehen. Und dann haben wir 1,5 Stunden, bring mal das Bild mit dem Kreuz, 1,5 Stunden den Weihnachtsgottesdienst, wo es dort 24 Nonnen abgeschlachtet haben, an dem Platz, wo Fäkalien auf dem Kreuz waren. Das waren 15 Christen, AVC-Christen und 3000 Moslem. Und die haben gesagt, es tut uns leid. Und dann sind 7-mal um Raqqa herumgelaufen und haben immer wieder gesagt, Israel Messie, Israel Messie. Jesus ist Christus, er ist der Herr. Um das Raqqa herumgelaufen und heute gibt es eine Church dort. Das Wunder kann nur Gott machen, wo die Menschen der grösste Mist, und die haben das Sachen gesehen. Es sind Frauen gekreuzigt, anderes Zeug, das sie selber gewusst haben von Syrien. Wo der Teufel am meisten wütet, dort wirkt Gott. Golgatha ist der grösste Bumerang vom Teufel. Zmitzt die Sinne, Entschuldigung, fressen. Und dort, wo wir fast aufgeben, dort, wo das Kreuz ist, dort wird es zum grössten Segensquell. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Und langweilig und langweilig und nochmal langweilig und langweilig. Und langweilig. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Spannend, Erweckung, Leben, viel Frucht. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werden meine Jünger. Und eines Tages kommen wir mit einer Körbe in den Thronsaal. Und ich will nicht mit so einem Häufchen im Korb, sondern ich will mit euch zusammen, nicht individualistisch, sondern zusammen werden wir viel Frucht bringen. Es muss nicht jeder einen Toten auferwecken. Wir machen das miteinander. Zusammen werden wir in den Thronsaal hineinkommen, mit viel Frucht aus dem Zürich Oberland. Das ist mein Wunsch. Der eine, der uns die Bäckerei gesponsert hat, 85'000 Brot pro Tag lassen wir raus. Da hat irgendeiner im Zürich Oberland uns die Grossbäckerei gespendet. Und es essen die Leute davon. Und sie haben in jedem Familiensack einen Bibelvers und einen QR-Code, wo sie die Bibel in ihrer Sprache abladen können. Die Leute, die Frau da, kannst du noch zeigen, Sammy Klaus lassen wir aus. Die Frau da, die hat gehört, dass an der Grenze dieser Church, die wir gegründet haben, wo ich in der Leiter eingesetzt habe, ab und zu ein Wunder passiert. Einer ist geheilt worden von Ekzem, der andere aus dem Rollstuhl. Ab und zu ein Wunder bei diesen Christen. Da hat sie ihre blind Geborene
5-jährige Bursch packt und er geht zu dem Pastor und er betet und es ist nichts passiert. Sie geht enttäuscht zurück ins Flüchtlingscamp. Am Morgen nachher sieht der Bub Blitze in den Augen. Die Frau packt den Bub wieder, geht wieder in die Church, er betet, ist nichts passiert. Versteckt nichts, 5 Minuten. Nächsten Tag Schatten und Blitz. 3 Wochen lang ist die Frau, und ich habe die beiden Kirchen, das ist das Underground Department, gesehen. Und am Schluss von diesem Prozess von 3 Wochen hat der Bub 100% gesehen. Äpfel 100% gesehen. Jesus, ein Blindgeborener. Hallo, ich habe schon Verschiedenes, weißt du? Ein Blindgeborener. Und Jesus geht genau denen, die keine Krankenkasse haben und keine Apotheke. Ich meine, im Südsudan bin ich in einer Gegend, ein Drittel so groß wie die Schweiz. 1 Ambulanzfahrzeug, kein Doktor, keine Apotheke, kein Spital, nichts. Und Jesus geht genau denen, die zerbrochenen Herzen sind, ist Gott nahe. Und dort der Zerbruch kann ich auch suchen, Herr, wo ist dein Power? Ich habe den Zerbruch am 21. Freitagabend. Es ist okay, wenn du zerbrochen bist. Ich habe Hunger, fühle mich mit deinem Geist. Und wenn du den Vater bittest um den Heiligen Geist, wird er nicht ein Stein oder eine Schlange, dann gibt er das. Dass du erfüllt wirst und nicht mehr im Zentrum stehst, sondern Jesus in deinem Zentrum ist. Und die Kraft vom Heiligen Geist. Und nicht nur die einzelnen Früchte. Es gibt Nicht-Christen, die haben die einzelnen Früchte vom Geist. Es ist eine Frucht mit 9 verschiedenen Flavors. Und wenn einer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist das die ganze Frucht, die spürbar wird in dieser Person. Und nicht nur Selbstüberwindung. Und ich sehne mich, strecke mich nach Hause nach dem und erlebe das und möchte es auch, dass das in der Church neu erlebt wird. Und das ermutigt mich. Ich möchte den Vers noch nehmen, die beiden Beispiele, die kennen ihr ja, der Petrus und der David. Der Petrus hat Schiss nach der Türhüterin vor den Pfingsten, kennt ihr, oder? Verratet Jesus, also er gehört zu ihm. Der gleiche Petrus, lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 4, wie das klarste Zeichen, ich möchte mit dem eigentlich fast vor dem Schliessen schliessen, das klarste Zeichen, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist. Zungenbett und alles ist schön, aber das klarste Zeichen ist Freimut. Der Sanhedrin, der fromme Rat, der hat gesehen, das ist ein unbildeter Fischer. Aber was hat er für eine Zivilcourage? Was ist mit dem anders? Voll Heiligen Geistes sprach und sie sahen den Freimut des Petrus. Was ist das für ein Mensch? Und der Geist wünsche ich mir für uns. Und das Gleiche auch der David. Ich möchte schließen mit dieser Geschichte. Der David, ich kenne die Geschichte in Ziklag. Das war ein Gethsemane-Moment. Und wenn du in so einem Moment in deinem Leben stehst, völlig entmutigend. Frau, Kind haben es mitgenommen aus Ziklag, haben wir in die Kita, glaube ich, sind zurückgekommen, alles niedergebrannt. Es ist so weit gegangen, dass seine Samurai-Kämpfer ihn sogar haben steinigen. Und David, sie haben gebrüllt, steht in der Bibel, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und sie haben den David steinigen. Das ist eine gröbere Krise, Kirchenkrise, was immer, eine Leiterschaftskrise. Und dann heisst es, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie hat das der David gemacht? Wenn wir seine Intimität wissen, wenn wir in die Psalmen gehen. Und was steht in den Psalmen? Bless the Lord, oh my, preise den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was bist du so betrübt, Psalm 42, was bist du so betrübt, meine Seele? Harre auf Gott, denn du wirst noch sehen, dass er gut ist und dir hilft. Zu wem redet David da? Zu Gott? Nein. Er packt mit seinem Geist seine Seele, seine Gefühle, Frauen. Oder Männer, Verstand, wir haben auch Gefühle. Er packt seine Seele an die Hand. Wille inklusiv. Gethsemane. Er packt seine Seele und führt seine Seele in die Bible Study. Er führt seine Seele in die Worship daheim, wenn es niemand hört, oder im Keller unten, oder im Wald.
Er packt seine Seele zum Bibelvers auswendig lernen, weil es ist ein Power und das Hirn reinwäscht. Er packt seine Seele. Wenn du Ungerechtigkeit erduldest, musst du niemandem sagen. Niemandem sagen. Musst du mal niemandem sagen. Wenn du am Arbeitsplatz ungerechtig verfolgt wirst, Ungerechtigkeit erduldest, musst du mal niemandem sagen. Der Himmel hat es gesehen und der Himmel zittert. Nichts kann dich in die Intimität zu Jesus schleudern, wie die stille Ungerechtigkeit erdulden im Vertrauen auf Jesus. Dann zittert der Himmel und Zeichen und Wunder sind um die Ecke. Und ich bete, Jesus, ich bete jetzt gerade, jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, um nochmal zu reflektieren, bevor wir weiter worshipen. Ich habe jetzt überzogen, oder ich will überzogen. Und dass wir wirklich voll werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wie die Puppe da, dass wir voll werden mit dem Heiligen Geist. Und ich bete, Herr, die Pfingsten, die vor der Tür ist, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass wir beten für die verfolgte Kirche, aber gleichzeitig auch, dass wir drin stehen. Und nochmal Farbe bekennen. Jesus, du bist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, wo wir gerettet werden können, als nur im Namen von Jesus. Und wenn wir für da leiden müssen, Herr, what a glory. Und ich danke dir für meine Geschwister der GVC, überhaupt für das Zürich Oberland. Es gibt viele Kirchen da. Ich danke dir für jede Church. Und dass wir aufstehen, den Namen Jesus bekennen. Den Namen Jesus, ich schäme mich nicht, Herr, du hast die Scham getragen, splitternackt am Kreuz. Ich schäme mich für dich nicht, Jesus. Und ich bete für meine Geschwister, ich bete in unserem Namen, Heiliger Geist, Power in unser Leben. Fühl uns, du bist der Jesus, der mit Feuer und Heiligem Geist tauft. Ich bete das in deinem Namen, Jesus, dass wir das erleben.